Mahlzeit, moin Freunde der verrückten Unterhaltung. Heute machen wir ein Video, wo wir ein, zwei Dinge anschlagen werden, damit man mal sehen kann, dass wir nicht nur zerstören können, sondern vielleicht auch mal was wieder aufbauen können. Und zwar ist da ein Auto reingekommen, es handelt sich um einen Polo 86C, der seit Anfang des Jahres theoretisch ein H-Kennzeichen hätte. Momentan durch ein paar kleine Mängel, so wie Schweißarbeiten, keinen TÜV bekommen wird. Wir aber versuchen wollen, den soweit wie auf die Straße zu bringen, so dass er dann demnächst auch mit H-Kennzeichen auf der Straße fahren darf und kann. Wie gesagt, optisch haben wir gesagt, eigentlich zu schade, wo wir dann gesehen haben, dass er ein H-Kennzeichen theoretisch kriegen könnte, haben wir gesagt, den wollen wir eigentlich wieder aufbauen. So. So, stand jetzt ziemlich lange draußen herum, dementsprechend sieht der Lack auch aus, aber wie man sieht, Spiegel schon abgefahren? Ja, Spiegel schon abgefahren, haben wir wieder eine Plastikblende draufgeklebt. Ne, wir könnten gleich mal eben so ein bisschen den Innenraum zeigen. Das ist auch schon mal eine Rarität, dass die überhaupt noch existieren. Man sieht, innen drin sieht er eigentlich auch auf den ersten Blick gar nicht so schlimm aus. Ich denke, nach einer schönen Innenraumreinigung wird das Ding wieder glänzen wie Sau. So, rosttechnisch haben wir ein, zwei Dinge nur gesehen. Wir haben noch gar nicht von oben geguckt, oder? Nö. Nee, deswegen wollen wir jetzt mal da drunter schauen. Und alles andere zeigen, ne? Schwarzlamé. Alles von Nitro. Ziemlich weich gebaut heutzutage. Von Ja, wo ist denn jetzt die Ultraverriegelung hier? oh. So. Hier kommen wir nun zum Herzstück. Schau, hast du ein paar Anekdoten für uns? Haben wir ein paar technische Daten, Stefan? 4 Zylinder? Danke für den Hinweis. 1,2er Motor? Keine Ahnung. Könnt ihr mir vor. Oh, ne, 1,3 war, glaube ich, damals. Aber Spaß macht dieses Auto. Also, wenn das der gleiche ist wie meiner, das ist ein 1,3. Ich würde sagen, wir versuchen es, jeden einzelnen Schritt, den wir so an diesem Auto machen, zu zeigen. Bis auf die Dinge, die ihr nicht sehen sollt, weil sonst kauft es ja keiner. Nein. Also der Fusch. 55.000. Ist der runter? 24 oder so. Oh, ich glaube, der ist fällig. Kann man einfach machen, ne? Oh, der letzte war doch 2005. Wir sind doch erst 13 Jahre. Machen wir doch. Ja, jetzt warum baust du da jetzt schon? Wir gucken, wie der aussieht. Der muss neu, fertig. Ja, der muss sowieso neu. Nach 6, Kostet 7 Jahren müssen die neu. So ein Auto über 100 Euro, hast du den ganzen Satz mit Pumpe, allem Scheiß. Dann bist du aber vorher dran. Nicht. Ja, ich würde sagen, schauen wir uns das Malheur mal von unten an. Breakfluid ein bisschen wechseln. Ja, hier nochmal die Lampe und, Was sagtest du mir nochmal eben, wo ich aufbauen soll? Stabillager. Oh. Ups. Genau da nicht. Neues Blech, dickfett unter Bodenschutz, fertig. Oha. Hier dasselbe Malheur. Geht aber alles. Ich glaube, das geht noch. Einmal rausflexen hier so, neues Blech rein. Ganz viel Unterbodenschutz, da brauchen wir richtig als Kit das Zeug. Stabillager müssen neu, die Seite auf jeden Fall. Die ist hart ausgeschlagen, wie man sieht. Können wir mal Querlenk hier, die müssen ganzen neu. Gummis und so einmal alles Kostet neu nix. machen. Kann man den Motor da komplett rausnehmen? Ist das viel Ja, Arbeit? Das lassen wir. Das ist unnötige Arbeit. Irgendwie scheint das hier alles so ein bisschen. Ja, ich glaube, das kommt eher alles von oben, weil die oben richtig am. Guck, da oben ist auch alles. Ich denke mal, das ist einfach nur die scheiß Lichtmaschine ist Ventildeckeldichtung. Warte auf, So, lecker. Ja, hier auch. Ich kann auch schon ein bisschen Akne angesehen. Also irgendwie mehr Kit und alles andere wie. Kriegt man diese Ecken neu? Das ist ja dein Problem zum Glück. Er braucht die Schraubendreher. Boah, scheiße. Dieses Plastik. Darunter wird sich die Hölle befinden, vermute ich. Dann lassen wir das. Kunststoffnieten. Kack die Wand an. Wart's mal ab, Junge. Lass Das da sind einfach zwar drunter. Entwässerungslöcher. Das ist einfach drunter. Das sieht doch noch gut aus. Was der TÜV nicht Lass sieht, das. kann er nicht bemängeln. Scheiße. Na, Hier Schwelle auf jeden Fall in den Arsch. sollst du nicht so ruhig sein? Aha. Nehmen ganz viel Hier ist der Schwelle auch so ein bisschen. hier auch von hinten. Der wurde auch, was? Oh, ja. der wurde auch schon Aber ich glaube, sowas hier, solche Ecken, das da, das können wir von hinten ein bisschen verfuschen. Hä? Weißt? Hier so das. Wieder irgendwie richtig dickes Kit oder einfach nur Spachtel oder so. Das machen wir schon. Das machen wir, wenn es soweit ist. Das machen wir, wenn es zu spät ist.
Die Teile kriegst du bestimmt auch neu zum Einschweißen. Bestimmt. Das hier ist bestimmt auch nur ein Kantteil oder tiefgezogenes Teil, was du so in eins wieder austauschen kannst, weil der ist fertig. Da geht vielleicht ein bisschen Boden rein hier. Woran erkennt man Ist das schon jetzt, dass der fertig ist? Ist das schon Teppich oder? Aber so geht eigentlich so Mitte. Das ist eigentlich immer so Das, wo nichts ist. schön. Sonst soweit eigentlich Okay. okay. Gerne sehen, wie die Bremsen aussehen, aber da siehst ja einfach nichts drunter. Ich kann es auch durchgucken. Hallo. Sagen, die Bremsen gehen noch. Also das größte Problem. Wird eigentlich nur der Rost sein. Ja. Also wie die Hinterachse einmal ein bisschen hier mit der Drahtbürste drüber her. So wieder blank ist. Ja, nicht blank, aber scheiße runter ist. Also wieder ansprühen, Oder? oder? Popelig ausbauen, ist ja nix. Ja, im Ansprühen fertig. Oh, oh, oh. Oh, ich bin wirklich hart am Gammeln. Zu hart? Ah. Das kriegt man nicht, oder? Aha, kriegen wir hin? Wir sind schon mittlerweile ein wenig weitergekommen. Und zwar ging es ja immer noch um den Polo 86C. Der soll ja demnächst irgendwann in naher Zukunft mal ein H-Kennzeichen verpasst bekommen. Ihr wisst, den wollten wir auf die Straße bringen. Dabei unterstützt uns freundlicherweise die Firma Kniepex. Da haben wir erzählt, dass wir einen Polo 86C wieder auf die Straße bringen wollten. Ja, und dabei wollte uns die Firma Kniepex unterstützen bei dem Projekt und da sind wir auch sehr dankbar drüber. Ja, wie weit sind wir mittlerweile, Stefan? Wenn das nochmal einer weiß, der vielleicht, weil uns sind leider ein paar Bleche da weggegammelt, ob man da so fertige Einschweißecken und so, wo man die vielleicht herkriegt. Kotflügel sind jetzt nicht beteiligt, so eher so Schwellerbereiche. Das hat man Ja. ja gesehen, denn das Video ist ja direkt hier dran, So, so gesehen, das hat man ja gesehen, wo der Ich bin Elektriker. Stefan Als Elektriker. Ja, momentaner Stand vom Polo, Sachen, so Kleinteile, genauso wie Wartungsteile, sowie Bremsen und Zahnriemen haben wir schon besorgt. Ich denke, dass wir demnächst mal Stefan die ein bisschen die Elektronik nachschauen wird, ob da alles so den Gang der Gang tut. Gegengang, ob der Gegengang. Gang reingeht. Genau. Ja, wie gesagt, kleinere Fortschritte, aber ihr seht's, wir sind hier total im Winterchaos. Dann können wir auch mal Zahnriemen wechseln und so. Das können wir auch mal zeigen, wie man das Weiß macht, nicht, oder? wenn die das sehen wollen oder so. Will man Weil, das vielleicht mit einer GoPro dann in Die Zeitraffer? Hälfte der Leute, die unsere Videos gucken, wissen wahrscheinlich nicht mal, was ein Polo 86C ist. Ja. Weil Aber vielleicht wollen die auch mal Vielleicht sehen, kann man wie auch man, so mal Mark im erklären, was das, Schaufenster. wieso man den mal wechseln sollte. vielleicht kann man auch mal erklären, wie man einen Ventildeckel demontiert ohne 3 Kilo Hammer. das geht. Ohne 3 Kilo. Wie, wer was? Dann, das ist eigentlich ein Beweisvideo. du Wir erst mal nicht Werkzeug immer für kaufen, kaputt oder? machen. Stimmt. Haben wir das überhaupt? Wir haben eigentlich nur einen Hammer und noch einen Hammer. Und eine Brechstange. Ja, wie gesagt, der Stand ist nun bekannt. Wann dieses Projekt weitergehen wird oder voraussichtlich schon fertig sein wird, wissen wir allerdings noch nicht, weil, wie gesagt, jetzt liegen kalte Temperaturen an. Wir sind nur draußen hier in unserer kleinen, bescheidenen Werkstatt. Ich hoffe, euch hat das kleine Infovideo gefallen und dieses kleine Vorstellungsvideo von unserem Polo 86C. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen oben da, abonniert uns weiterhin fleißig, schaut bei Instagram und Facebook vorbei und ja, man sieht sich. Tschüss. Zack. Verpflegung am Set. Stefan teilt, wow. Der bestimmt schon 3 Stück gegessen hat drin.